Wir wollen für uns vandaag een beschaftje met een thema dat een serie wordt. En einfach da, of wir nu veel Sendungen naar de rij komen, dat de andere Programme zwischen kommen, dat is niet so wichtig, aber eine Serie anfangen von Erkenntnis mit Gott, oder ich sage, Eigenschaften mit Gott, oder Eigenschaften Gottes. Sozusagen Attributos ist es in Spanisch, würde ich sagen, um das zu erklären, wo ist Gott? Kannst du dem, kann wir dem, wie kann wir dem? Und dass wir da wiederkommen, dass wir Gott fragen, sei mal, wer bist du? Wo hast du das? Und was weißt du? So, die Serie hat eine Eigenschaften Gottes, aber mit, von da, wo wir anfangen mit dem Gedanken, was Jesus mal sagt, dass das erste nur Recht Gottes ist, und nur seine Gerechtigkeit, und dann das andere, was also dazu kommt. Und der Gedanke ist eigentlich, wo Jesus das sagt, ist Mittel an ein Thema, wo redet von Sorge. Wir sehen uns nicht Sorge, er hat uns für Sorge, er hat uns alles hier, was da fehlt. Wir sollen das erste Nummer Recht Gottes trachten. Und dann hat mir das wieder gesagt und dachte, passt das nicht? Und immer war da, für Gott mir in das, seine Eigenschaften zu beschäftigen. Es hängt davon ab, wie am seht ihr wollen. Und das von daher dachte ich, das ist ein sehr feiner Anstieg, wenn Jesus uns selbst sagt, das ist das erste, nur mich tschätje. Das nur mich tschätje, nur Gott tschätje, nur die Sache von Gott und dann das ewige kämpft. Und dann wollen wir Gott channelieren. Und dann komme ich wieder auf das, warum diese Anteilung ist einfach in mir selbst auch steht immer da, das Verlangen nur, ich will Gott channelieren. Ich will mehr mit Gott haben, am besser channelieren. Und was dann damit kommt, ist, dass ich mich auch besser channeliere. Das ist ganz interessant, dass wir uns besser channelieren. Dann wollte ich mehr mal rot, oder würde ich sagen, ich will mehr mal bußen, wenn ich mich besser channelieren, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe. Desto weniger ich Gott kann, desto weniger mal komme ich voran und sage, verändere mich. Desto weniger ich Gott kann, desto mehr mal glaube ich, das ist doch ziemlich okay mit mir. Wenn ich auf was anderes checkt, und viele mal auf Jugend, auf andere Menschen, denken sie, sie dachten noch ein bisschen besser als Jana, und der hat noch schlimmer gedreht als ich. Also mach so mehr noch, ja. Aber wenn ich mit Gott komme, und Gott channelieren, dann liebe ich uns besser channeln, und lehre ich dort channeln, was er uns tät, gedaan hat, und auch nicht geeft hat, nämlich Gaben, Fähigkeiten und das alles. Von daher denke ich, es ist so wichtig, dass wir uns immer mal sagen, wer ist Gott? Uns fragen, und dann, dass wir antworten. Und schon scheint, dass wir das alle kennen. Und dat heeft de Möglichkeit noch her, was Carlos in der Sonntagsschule gesagt hat, ans Top zu sagen. Und sagen, stimmt das, was da Ferien gepredigt wird? Wo kannst du Gott? Weil das Top tragen? Und seine Erkenntnis ist steigweise. Wenn irgendwas läuft, ich habe die Rat der Erkenntnis, dann bist du falsch. Es ist nur ein Teil, was Gott mir auf dem Boot hat und was ich erkannt habe. Ein anderer Teil ist Diener. Und wenn wir das aufstellen, dann haben wir eine große Erkenntnis von Gott. Und die wird immer mehr werden. Und wenn wir uns aufstellen und sagen, das kann ich von Gott, das wird beitragen, das wird wiederverteilen, das andere erfahren. Und dann wollen wir immer weiter sagen, und selbst wie die berufen sind, das auszuleihen und zu predigen, das wir sagen, und zu lehren, sagen dann manchmal, wow, das habe ich noch nicht gedacht. Das hat Gott dir offenbart. Und das ich das lehre. Und was er mir offenbart ist, dass du das lehrst. Und so untereinander, wie wissen. Und von daher, ohne an Gott zu glauben, kommen wir nicht wieder. Und Paulus schreibt das in Hebräer auch so, sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn wir Gott sehen, dann weit wir, oder wir sollen das weiter glauben, dass er ist. Und das wollen wir nicht sehen. Und er sagt da gerade im Hebräer, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn es wer nur Gott kämpft, der muss glauben, dass er ist, dass es Gott gibt und dass Gott wo ist, ein Belohner. Und Gott ist ein Belohner. Und Jesus sagt, zeigt das erste nur Gott, tracht nur die Sachen, nur sein Recht, nur seine Herrschaft und nur seine Gerechtigkeit. Und dann wird das andere alles dazu kommen. Und wenn Gott ein Belohner ist, dann weet wir, dass er unsere Sünde auch belohnt. Hij wordt ons zeetje belonen
maar hij wordt ons ongehoorzaam ook belonen. Nou, dat is ganz klar, dat wie dat aan Jezus zijn dan, aan Jezus zich aangaven, waar hij gestraft wordt, waar hij lieden deed, dat gaat dat allemaal waar valt. En dat hij dat zeer klar maakt, wat hij voor een aanstelling in zond heeft, in rebellion, in ongehoorzaam. En Jezus moest dat vol erleven, wat ons eigentlich straffen deed. Ik wens me dat we als mensen God beter kennen dat wissen kan wat aangevangen is. Ik persoonlijk verlang dat nog. Ik zie ervan überzeugt, dat we dat als Christen van generatie zu generatie sehen zullen. En ik zie ervan überzeugt, dat God kennen uns komplett verändert und immer mehr verlangen heeft noch an. Deswegen check het eerste nur Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist wirklich eine Chinese Herrschaft. Das ist nicht bloß was Kleines, das ist was sehr, sehr groß ist. Was wir mit all unserer Kenntnis nicht mal erreichen können oder verstehen können. Und so, wir dann weiß Gott vertrauen und sagen, hier, du bist gerecht, du wirst belohnen, du wirst richtig führen, ich gebe mir die Hand. Gott sieht Menschen, die sich am Hand geben. Und ich finde dort an Psalm, der Psalmist, der sagt dort einmal an seine Lieder, in Psalm 14, wo er sagt, der Herr hat vom Himmel raufgecheckt und nur die Menschen gesagt, oder nur ein Mann, om te zijn of het ergens een klokken heeft, die am ziet. En dan versta ik daarin, ja, wer Gott ziet, dat is klok. Dat is de klokheid van deze wereld, in die leven. Wer Gott ziet je dat is vernünftig. Dat is een verstandiger, een anständiger Mensch, of man oder früh, of kind oder jugend, spielt keine Rolle. Wer Gott ziet, zegt de Bibel, dat is klok. En al het andere heeft niets met klokheid te doen van God gecheckt. En mir fällt das ab, dat Jesaja, ein Prophet, der redet auch davon, und der sagt, seht den Herrn, während er te vinden ist. Oder während er sich noch finden lässt. Und ich sehe das ein bisschen noch, das fällt mir ab, ich dachte immer, Jesaja und Jeremia, was wir zum Beispiel an einer Bibelschule eine Bibelstunde hatten hier am Donnerstag, dass die ziemlich durchtaub wären. Aber das ist eigentlich 150 Jahre nein. Jesaja redet dann noch einmal und sagt, seht den Herrn, raubt ihm an, wo er noch zu finden ist. Und die Übersetzung sagt sogar, seht den Herrn, nu, wo er zu finden ist. Nu, wo er nach der Spie ist. Sagt Jesaja. 150 Jahre später ungefähr, als der Prophet Jeremia auch anfällt und sagt, Gott, mal ab jene Weg, die sind verehrt, die haben viele Wege, und schaut nur dem, was Gott gibt. En ständig dat seht je van God uit naar mensen die arm zitten, die zien en was zitten. En van daher is het zo wichtig dat we ons vragen, kennen we God, seht we God? En wanneer we hem zitten, waar we hem kennen leren, wanneer we erin geloven dat hij de waarheid is. God offenbart zich zoals hij is. God is bemerkt dat mensen arm zitten en wat hij zich aan offenbaren. En denk niet met nou, wat heeft hij die al alles geleerd? Wo hat Gott sich die offenbart? Ich habe in meinem Leben verschiedene Etappen durch und das auch mit anderen Menschen erlebt. Und auch in meinem Leben in der Zeit, ich will mal erfahren, wo schafft Satan. Das ist bloß so lästig und so verschieden, wo Jesus dem offenbart hat. Und Gott hat mir immer da noch geführt und hat ich konnte andere Menschen auch helfen. Und sagt, das, wo der schafft, ist nicht so wichtig, als dass du weißt, wo Gott schafft. Und wer Gott ist. Wenn es dann liebe ich uns kennen, und wenn wir uns kennen und Gott kennen, dann liebe ich auch sehr leicht, wenn eine Verführung ist, wenn eine Versuchung ist, und was wir in dieser Welt alles stärkst haben und was wir selbst mit unserem Fleisch alles müssen opfern und loslassen und handgeben, omdat wir Gott wirklich verstehen. Und weil uns dem immer mal dazu wenden, wo schafft Gott? Wer ist der? Und wo denkt er? Wo schafft er? En dan dat we door het leven dat hij zich openbaren wil. En hij ziet mensen. En hij ziet die dat hij die mij leren kan. Hij ziet mij dat hij mij leren kan. En wat meint dat? Wanneer we am zitten, gemeenschap hebben. Je moet am top zijn. Bibel lezen. Met am reden, am vragen. Met andere Christen top zijn. Einfach ziet je, wat is God en wat wil hij ons wijzen. En ik mocht 2 Beispiele, eins ist ein sehr langer. Dat wil we nog herder kunnen, maar 2 Beispiele brücken. Die uns wiesen, wo Gott sich offenbart hat.
En dat is 2 Mose kapitel 3. 2 Mose kapitel 3, wanneer je dat nog sloen willen en met lezen. Dat is een fijne geschichte die nog heel abhängt met dem Nächsten. Dat is de geschichte van Mose. Mose is in Ägypten abgewassen. Ja, wanneer je de geschichte van de Sinderschule nach Chana. Ja, Mose is am Chinese Reich van Ägypten abgewassen. Eigentlich aus Sehen, man würde sagen, hij was Prinz. Wir sehen vom Chinese oder vom Pharao, aber aus Adoptivchen. Und als abgewassen und dann sagt hij dat de ganze Sklaverei in zijn eigen falsch, in de Juden gemaakt wordt. En hij versucht dat dan mal Rade in te brengen en schlägt hem einen dood, wens omdat je aan is dat de Ägypter zijn falsch bestrafen dan en zwelen dan. En dan moet hij uitkleven, wens dat heeft toch iemand zijn en dan kleft hij uit naar Midian. En dan is er 40 jaar bij een priester van de Midianiter. En nou daar, en na die 40 jaar, dan is hij mal eenmaal bij een bos en weet door de schop van zijn schweervoerder. En dan brandt er een struk, vielleicht een meskietenstruk. En hij kijkt naar het verbrandt niet. En hij heeft helemaal dicht aan dit moet het zijn. 4 dat allemaal verbrennen, alles verbrennen. En wanneer dat brandt, dan is het pult was. En dat niet, dan heeft hij kijkt en dan redt God uit dem 4 oder uit dem struk en zegt hem, Holland, du stehst op heel het land. En ik heb aan de geschichtskaarten maken en de Chani vielleicht gehört, ik heb dat schreeuwen van de Israëlieten. En Ägypten zijn die lieden en de ganze macht, wat de Ägypter was doen falsch, was dit falsch uiteven. En ik wil den nu uitraden. En du zoals de man zijn. Je hebt dan een zeer grote discussie. Hij liet je dem dan doorgaan, maar Mose wel niet. Mose zegt, nee. Ik kan dem Pharao en ik weet waar ik kom en ik kan niet dan nog reden, ik kan dat en dat niet. En dan zegt je heeft God zich te offenbaren, wens hij ook vraagt. En hij zegt, wanneer ik naar de Israëlieten kom, in mijn val. En dan was hij, de Heer heeft mij gescheiden. Dan worden die mij vragen, wer is hij? Hier hebben we nu al goed geleden. Nu zei hij, wer heeft die gescheiden? En dan zegt hij tegen God, weet je, dat worden die mij vragen. En dan zegt God te Amen, zegt hij, niet wat hij hem zei zal als eerste zijn. Hij zegt, ik zie, de ik zie. En dat is zijn woord. Dat offenbart hij zich Mose. En dan zegt hij hen aan, en wanneer die vragen, dan zegt hij al die letters van die falsch. Ik zie, heeft die gescheiden. Dan kan man veel vragen hebben. Vielleicht heeft Mose dat ook zeer gedreht aan je Heer. En zegt, ik zie, wat betekent dat alles? Ja? Maar dat is een offenbaring wat God geeft. Wanneer Mose zegt, wie bent u en wie heeft mij gescheiden, ik mag dat de ander ook erklären. En dan komt hij, en met dit ganze gaat hij dan naar Egypten. Dan komen de ganze 10 plagen. De ganze bevrijding van Israël. En dan komen die naar Westen, weetje. En dan al daar zijn meer gegaan en alles komen in een bos Sinai. En daar komt dan de kuren van de ganze offenbaring Gottes. Waar hij zich nacht alle offenbaren wil, waar hij zich nacht alle wijzen wil. En daar leeft Mose dan ook ganz klaar wie God is, wie hij is en wie zijn falsch is. En dat is aan hem arbeiden met God. En dan, wanneer we dan even gaan naar 2 Mose 32, en waar we die 3 kapitel, 32, 33 en 34 met aanzetten, en we daar delen door uitnemen, wat is een ganz interessante geschichte, waar God zich door offenbaren deed. En Mose wordt aan die tijd, hoe God zich offenbaren deed, hij heeft zich al gewezen, wanneer je 2 Mose 20 leest, of 19 en 20, dat je ervaren hoe God gereed heeft, ten ganzen valt, en dat valt zegt, bless was met dit, Mose, go du, wie verdragen dat niet, go du, want du met hem reeds, en du aan het zeggen, was weer alles drin. En dan heeft het een tijd meespeelt, dan roept God Mose op een bos op. En dan staat er 40 dagen, en dat valt Israël, zegt, wat hier alles raam. Moses was, God redt nicht mehr, wie man dann selbst was mag. Und das sperrt sich mir manchmal so, das ist was wir als Christen so viel erleben. Gott redt nicht mehr zu mir, ganz klar, ich will mir selbst mich helfen. Und dann kommt bei mir immer wieder das Gedanke an, dass Jesus sagt, das erste nur mich tracht. Check nur meine Gerechtigkeit, nur mein Recht. Und das andere, mag die keine sagen, das andere kommt alle. Und sie machen dann ein goldenes Kalb und beten dort an.
En Moses stond op een bos. En redt met Gott. En hij weet nichts davon. Dan sagt Gott am Mose rauf. Den Falsch hat sich sehr verirrt. Und er hat sich ein Gatze gemacht. Und er hat es raufgehen. Und dann hat Mose rauf. Der erste sagt, der Gott noch kann nicht sein, wenn es der hat die hier. Er hat das ganze Baby hier, als du da redest. Und dann ist Gott rauf. Der hat sich ganz waschen drin. Und die sind sehr dickschädlich. Und er hat hier rauf. Leeft das Ganze. Und er ist dann sehr vertwijfeld. Hij verbreitet die Tafel. Hij krijgt sogar die 2 Tafeln mit den 10 Geboten oder mit dem Gesetz Gottes, mit den Anweisungen. Die verbreitet hij an je. Und nimmt das Kalf, das goldene Kalf, vermult das und schaut das am Fluss und jeft die Israeliten davon zu trinken. Er macht das Ganze nicht. Und wie ist das ist bloß nicht. Das ist nicht klug. Ich frage nicht nur Gott. Ich frage nur jene Befriedigung und ich will das dann, was je gewandt sind. Nämlich, in Ägypten habe ich das genug gesehen, dass man Gott anbetet, dass man Statuen, was man je Gott hat, anbetet hat. Und Mose sagt dann, Gott verjeft ihn. Und das sind 2 Begebenheiten. Ich kann die Details nicht alle nennen, dann steht das sehr lang. Aber Mose sagt, Gott verjeft ihn. Ich habe sehr gesündigt. Und Gott sagt, dass die Gelegenheit, als Mose boven am Busch, Gott zu sehen. Gott zu sehen, dat je wil dat falsch verstehen und wir mit die frisch anfangen. Und Gott ist sehr doll, das beschriftet da, Gott ist sehr doll. Und das Einzige, was er gesagt hat, Gott zu sehen, Mose, ich will meinen Ohr und das falsch uitüben. Mose richtig mit Wort das falsch uitmachen. Und als Mose dann vergat recht und sagt, und lässt das nicht sterben, und dann erwähnt er eine Sache, die fällt mir sehr ab, und er sagt, was waren die Ägypter dahinter? Und mir fällt das sehr gut, und ich möchte schön gut fallen. Wenn wir angehorsam waren, was denkt die Gott nicht schand? Und die ungefähr weiß, was ein Christentum ist. Und was Gott verspart, was die Gemeinde verspart, was gelacht über unsere Sünde, über unsere Streiterien, über weiß nicht was alles. Bloß wenn es wie nicht Gott sieht. Und das ist das Erste, nur Gott tracht. Und Gott sagt dann, Gott, geh rauf und klär das. Aber er lässt keine Sünde angestraft. Er hat vergeben, aber Sünde bleibt niemals angestraft. Und er war Strafe, oder er war die Sünde absetzen, wenn das meine Zeit ist. Mir fällt das dann sehr ab, dass er zu mir sagt, alle wieder machen, aber er war zu meiner Zeit, wo ich das bestrafe, was ich nie getan habe. Und ich weiß nicht, wer ich als Prediger, als Leiter, als ein Verantwortlicher von einer Gruppe oder von jemandem, der mit Sünde umgehen, und wenn Gott zu mir würde sagen, der hat sehr gesündigt, schafft wieder, aber ich werde absichern. Und wenn meine Zeit gekommen ist, wird dort passieren und dort passieren und dort passieren, uitvallen von der Sünde. Und eins van dat erleben wir als Christen. Und wir müssen uns intensiv fragen, was für Fälle erleben wir nu in unserem Leben von der Sünde, die wir mal getan haben. Und wenn wir überrascht sind, Buße tun, ja, können wir frei worden. Aber je gewisse Sünde bringen er Fall. Du kannst dann was du weißt. Und jeder Wort, jeder Sache bringt Frucht. Und wir müssen manche tragen. Aber welke Gott zit. Welke Gott zit. Mose je dan rauf. Dat is wat ik eerst al zei. En zegt hem falsch, je hebt een zeer grote zonde begonnen. Maar eerst, je hebt dat klaargemaakt. Zegt hij, alle aan mij, dat je gaat je harsje willen. En dan komen de Levieten aan. En dan zegt, neemt alle dat schwert. En sloot mank. En dan stoven van die ermording stoven ongeveer 3000 mensen. En de Levieten moeten zich dan nog naar rennen, want ze zeggen, je zijn je broeder, je vriend, je ene familie gegaan. En je moet je rennen. En valt je heen. Want ze hebben bloot vergoed. En op een andere dag roept hij dan het valt op en zegt, je hebt een grote zonde begonnen. Hij moet wat met God reden en zeggen wat hij daarmee doen wordt. En dan dat in dat leidt. Wat mij daar opvalt is, de Bijbel zegt plus, dat dit aan leidt en zij deden al een schmuck van zich. En dan dat leidt dat ze dat gedaan hadden. Maar we vinden niet boete.
Ich weet niet of dat Leid zijn daar aan dem Hebräischen dat Celsius wird bedienen als Buße, maar ich finde da nicht, dass die Menschen sagen, nu wenden wir uns an Gott, ich will Buße, dann war meine Sünde. Sie erkennen bloß, ich habe falsch gehandelt. Und wie viel da wie das? Es ist das Leid, dass das ist, aber ich habe getan, das ist passiert, wir können nicht Buße, wir drehen uns nicht von das was. Und mich haben so fair, das ist, was das fällt, da ist die ganze Wüste ständig steht. Ja, das ist falsch, aber mit Arsch dann kreit. Ja, ich will dann kreit. Und Gott raubt ab, die Buße. Moses steht dann auf dem Busch und sagt zu Gott, nochmal das Celsius, was er falsch gesagt hat. Weißt du Gott, das ist sehr aufgedreht. Verjeft ihn. Und komm du wieder mit uns. Komm. Wirst du nicht wieder mit uns gehen? Und Gott sagt, no. Ich will ein Engel schreiben, aber ich kann nicht. Ich kann nicht mehr machen. Würde ich machen sein, oder ich ihn allem vernichten. Und dann sagt die Übersetzung von der Deutschen Brücke plus ein Augenblick, würde ich ihn sein, oder ich ihn alle vernichten. Da ist eine große Distanz von Gott und Mensch. Und ich kann das nicht ganz verstehen. Das ist, Gott führt und Gott hat Wunder in ihrem Falsch. Und dann sagt er nachher, wenn ich ihn sein, dann wird keiner Leben bleiben. Und so ist viel, als ich darin verstehe, dass Gott offenbart sich, wer er ist. Gott wies, redet, bringt Mose dort vor Augen, sagt, das sehe ich. Und so viel fehlt da noch, dass wir uns können wirklich in Gemeinschaft sein. Und ich verstehe Mose, aber dort vom Neuen Testament her, wenn wir im Neuen Testament leben, ich habe mir immer war, dass Gott Mose hat wohl klar gemacht, da muss noch wer kommen, der das alles betont. Und du bist nur ein Prototyp, du bist nur ein Beispiel, ein Zeugnis von dort, das wird noch kommen. Und er braucht jemand, er sieht jemand, der sich für das falsch ansagt. Wenn wir das Gespräch ganz lesen am Teil, dann sperrt sich mir so, Gott sieht euch einen Mose, der da noch sagt, verjeft ihn. Hier sich plötzlich, dass man Gott sagt, nee, lasst mich mal einmal tagen, lasst mich mal einmal schaffen. Also ich das falsch vernichten, dann kann ich mit die frisch anfangen. Weil Mose sagt sich an für das falsch, nicht wenn ich was du tust, wenn du in Trouble bist mit anderen Schwestern. Viele Mal, anscheinend in meinem eigenen Leben, kommt da Rachegedanken, und ich würde mir wünschen, wenn Gott mal Mank haben würde. Aber nicht bei mir, sondern beim anderen. Und Jesus sagt das im Ganzen, das finden wir in der ganzen Bibel, im Neuen Testament kommt das dann sehr klar, wo Jesus sagt, du hast nicht recht. Wenn es die Beste zählst du. Und wann wir rechten, und wann wir bei über dem anderen denken, dann kommt dann das Licht vom Neuen Testament so fair, was Gott immer gemeint hat. Und er sagt, wenn du schlägst über dem anderen denkst, und dem willst du wegschaffen, dann bist du ein Mörder. Im Alten Testament schreibt klar geschrieben, wer ihm Tod macht, das ist ein Mörder. Und Jesus kommt und macht das ganz und Licht, er bringt alles Licht an, wo Gott denkt, wo Gott redet. Und was Gott meint, sagt er, wenn du mal schlägst über deinen Bruder, redet er und denkt, das ist ein Mörder. Und das wird immer klarer, wo Gott das gemeint hat. Und bei uns wird immer klarer, dass wir Mörder sind. Und dass wir Buße dann machen. Und dann sind, je hebt all die andere Bematchung, oder andere Sünden und Fehler, die wir machen. Und Gott, als Mose da boven ist, beim Busch, bei Gott, dann offenbart sich Gott immer weiter. Und er sagt, go, viel das falsch. Aber ich kann nicht mehr die gehen. Und Moses bleibt auf die Sache stehen und sagt, wie Brücke die. Und wenn du nicht mit jetzt, go wie nicht. Und da verstehe ich, dass die Mose das Beispiel sagt, was wir noch an Jesus in der Liebe finden, auch sagt, das erste noch Gott tracht. Und wenn Gott nicht mit dir geht, dann go nicht. Dann wacht. Und ich brauche viel mal für mein Leben und für das Gott immer an mir geführt hat. Aber war das ist ein Ausdruck, Jeff nicht scheinbar. Als das Leben, wo Gott sagt, Marvin, immer das hat recht, das ist der was. Für das hat ihn gemacht. Das sind die schönste Erlebnisse mit Gott, wo wir Frieden finden, wo Gott sagt, eso, si para eso te hice. Gereit dem das recht. Und das sind Erlebnisse, die in einem Storche, in einem Wiese, wo Gott verhaft, und wo gnädig der ist, einem zu brücken und einem zu sehen.
En als Gott einmal war da dort stehen bleibt, gut. Als Mose mit dem redet, der sagt, nimm das nochmal. Er sagt, geh nu rauf und Gott führt ihn falsch wieder. Und führt das Land, was er ihnen versprochen hat, die waren ankommen und die Fälscher wollen vernichten und alles. Und Mose bleibt da stehen und sagt, wenn du nicht mitgehst, dann führ uns nicht waschen, wir gehen nicht. Und dann sagt Gott, okay, ich will kommen. Und ich will jeden te rufen, te vieren, te vreden. Und dann kommt bei Mose diese, mir fällt sich das, bei Mose das anlegen. Und sagt, ich will die Herrlichkeit sein. Ich habe den Zorn channelit. Ich habe das Sünde falsch channelit. Ich habe kein Pferd das falsch anstehen. Du hast vergeben, aber da waren noch Fall gekommen. Wer bist du? Ich kann die bloß, dass du sitzt. Ich sehe. Ich will die Herrlichkeit sein. Und ich finde darin eine sehr Sünde anlegen. Und Gott respektiert das. Ich glaube, Gott freut sich, wenn er sagt, nu will ich die channelieren. Ich sehe die. Und wir finden das, da ist die ganze Bibel, wo einmal Gott sagt, seht mich, wenn ich die Finger sehe. In der Gemeinschaft, die Mose mit Gott hat, die vier haben einmal die Paar dann, ich will mehr von die. Ich will die bitte channelieren. Und Mose lehrt sich selbst channeln. Und er braucht da einen Ausdruck, den wir all bei der Bibelstunde am Donnerstag haben. Und er sagt, ich will dienen wasch channelieren. Dienen wasch. Und das ist die ganze Bibel eine Abforderung, dass Gott sagt, lehrt mich in wasch channeln, seht mich in wasch. Und Gott ab dem. Und Jesus offenbart sich aus, ich sehe den wasch. Das ist die klare Antwort. Nachher einmal war da von Gott, wer der wasch ist. Und er sagt, ich lasse mich dienen wasch channeln, damit ich die erchanne. Und dass das klar wird, dass ich bei die Anerkennung gefangen habe. Mose raubt dann noch, fragt dann noch und er redet mit Gott. Du sagst, die chance mich. Und wenn ich die Kapitel lese, wo ich finde, sagt Mose zu Gott, du sagst, die chance meine Nummer. Nu will ich deine Herrlichkeit sein. Und seine auf echt Anerkennung verdient habe. Für mich ist das eine Situation, wo Mose direkt am Zweifeln kommt und sagt, mit all diesen Sünden, ich sehe Teil vom Falsch. Bist du wirklich ab uns sie? Hast du mich wirklich gewählt? Hast du mich wirklich eingesagt? Hast du immer noch, harrst du ab mir, dass ich wirklich dien deiner sein? Dann sagst du, ich will die sein, oder? Ich will deine Herrlichkeit sein. Und Gott sagt, das kannst du nicht. Mir kann keiner sein. Wenn es wer mir sitzt, stirbt. War das Beispiel von, wo ich euch in Sahne und alle vernichtet war. Gott offenbart sich und Gott bestätigt das. Und dann sagt er in Vers 19, das ist bei Kapitel 33, Vers 19. Dann sagt er, ich will bei dir vorbeigehen. Ich will mir die teilweise wiesen. Und da möchte ich den Vers lesen, 19. Ich will verdienen angesagt, all mein Goudet wiesen, da vorbeigehen lassen. Und will uitroepen, den Namen vom Herrn. Verdi. Mir fällt das sehr ab, dass Gott sagt, ich will den Namen uitroepen. Einzige, was er dann gesagt hat, kann ich bedienen, dass du wirst dann meinen Namen uitroepen. Wenn ich bei dir vorbeigehe. Was du sagst, oh Herr. Und so sagt das verstehen, bleibt das hierbei dabei, dass Gott sagt, ich will meinen Namen Verdi uitroepen. Und wenn ich gnädig, wem ich gnädig sie, dem sie ich gnädig. Und wem ich mich erbarmen doe, dem erbarmen ich mich. Gott fängt sich an, so klar zu offenbaren, dass einer direkt Jan sich kriegt. Das sperrt sich so an, okay, nu habe ich keine Chance. Wenn Gott mich will er mich in. Wenn nicht, ja nur ein Kasse. Wenn er sich über mich erbarmt, geht bueno. Ja? Aber wenn nicht, hey, Gott sagt das hier ganz klar zu Mose. Wem ich gnädig sehe, dem sehe ich gnädig. Und ich glaube, wie Mose dachte an eine Lampe ab und sagt, okay, der will mir gnädig, der will mein Volk gnädig, also du hast genug. Du hast opnemen. Wenn hij sagt, ich will ihn vergeben. Und wenn ich mich erbarmen, dann erbarmen ich mich. Und Vers 20, in mein Angesicht kannst du nicht sein. Kein Mensch wird das überleben.
die mij zit. Vers 21. Tjech, je hebt hier einen Ruhm bij mij. Die zoals daar op dem Stein stonden. Want dan mijn Herrlichkeit voorbij is, oder eeuwig die komt, weil ich die in eine Spalt am Stein oder am Borst stalle, in meine Hand ver die huilen, oder eeuwig die huilen, wat ik voorbij gaan zie. Ik verstehe da, dat je hebt een Paul Washer, der brukt vielmal das Beispiel, hij sagt, Gott, ja, der redet, aber das ist noch genug. Maar Gott ist sehr bassisch über die Sinn von den Menschen und von der Welt. Aber er hält den Zorn fort. Und er sagt, komm nur mit. Das Beispiel brukt der Paul Washer vielmal, er sagt, der Zorn hält er trägt. Wenn er diese Hand wahrnehmen wird, dann wird die Welt den Zorn Gottes erleben. Und hier spürt sich mir das ein bisschen. Er sagt, wenn ich über die Hölle, dann will ich vorbeigehen. Und wenn ich vorbei bin, dann will ich meine Hand wahrnehmen und kannst du mir hin herunterziehen. Aber die mein Auge sagt, kannst du nicht sein, sonst wirst du sterben. Und ich glaube, das Beispiel ist so klar, wo Gott sich offenbart, wer er ist. Nämlich ganz, ganz heilig, weit auf von uns gefallenen Menschen. Und das hat angefangen aus Adam und Eva sind ja die. Und wir kommen immer wieder auf. Und als Jesus kommt, und das ist die gute Botschaft, der betont er alles und er tut alles, das Gott hat von uns Menschen will. Und durch Jesus, und an Jesus, ist das nicht möglich, dass wir nu ook zo leven als Gott das will. Und das ist Gnade. Weil er sagt, wenn ich gnädig sehe, dem sehe ich gnädig. Die Gnade gibt uns Kraft, Gott zu gefallen an Jesus Christus. Und nicht mit einer Leistung. Wir brauchen ein neues Wort. Wir brauchen ein ganz neues Leben, ein ganz neues Tijdje. Und an dem müssen wir wassen. Und wir brauchen das brennende Verlangen an uns, Gott zu sehen, Tag für Tag. Und wer dem sieht, der läuft auch an dem. Und wenn du nicht siehst, dann frag dich, ob du überhaupt Gott läufst. Wenn du kein Verlangen hast, dann sagt er dir, okay, der Glaube ist bei mir verschwungen, der ist schwach geworden. Und ich will ganz Gott vertrauen. Und dann will ich dem da sehen. Ich will dem da channelieren. Und Mose darf das erleben, wo Gott sich offenbart. Und dort lädt er Gott channeln. Und er lädt sich channeln, und er lädt die Welt channeln, oder die Menschen channeln. Und das ist eine Offenbarung, die Gott einfach so klar macht. Und ich möchte uns anladen, Gottes Eigenschaften kennen zu lernen. Es ist möglich, wenn du siehst, und möglich, wenn du die Hand hast und du mit Gott redest, und Gott dir offenbaren das, was er offenbaren will, nicht was du weißt. Das ist vielmal Gott gebet, wies mir, was der Teufel schafft. Oder wies mir, ich verstehe das nicht. Oder hilf mir, die anderen, die kennen das so fern, die erkennen das so klar, was da an sich hat, ich nicht. Ich kenne einen Bruder, ein Prediger auch in Paraguay, wenn der wo Hand kommt, der erkennt das meist gut, was hier fehlt. Und ich fühle mich dann blind. Aber das ist verschieden. Und Gott offenbart mir, was er offenbaren will, wenn ich am sehe. Und wenn ich das Erste und das Wichtigste noch sein Recht trage, noch seine Herrschaft, noch sein Wörtchen, an seinem Falsch, dann will ich dort erkennen, was ich erkennen soll, und beitragen. Und wenn du das auch tust, dann wollen wir immer vollkommen ein Erkenntnis, und Gott kann sich später wiesen, und dort wird das Neue Testament dit Christus sein Scharper, wird sichtbarer für uns, die wir dort hören, und Kreuze geht auch für die Welt. Das ist eine wunderbare Sache, weil Gott sieht, er wird sich finden lassen. Wenn wir dann Gott wieder beobachten, wo er redet hat, das ist Mose, der an mir gesagt hat, dann sagt er, nu will ich nochmal einen Bund mit ihm schließen. Und der gilt auch für ewig. Und mir fällt das dann ab, wenn wir den Kapitel lesen, da redet er von, für allem falsch, weil ich Wunder tun, so ist es noch nie. Das ganze falsch, was mein Tun, oder das Tun vom Herrn sein, so, da ist Gott wird sich wiesen, der ist Wunder und Tekens, und das falsch, was erforscht in Stunde kommen. Einzige, was er gesagt, die waren versagt worden und forscht in Stunde, wenn es echt Wunder tut. Und wieder sagt er, pass gut ab, was ich dir vandaag fair sei. Der andere Fälscher wo ich war, der andere Fälscher verdrieven. Pass ab, dass du keinen Bund mit den Fälscher machst, wenn es das Wort die voll sind. Du sagst,
die doelrieten. Den Pools, den Götter, dat is alle doelrieten. En du darfst geen andere God aanbidden als mij alleen. Wens mij noemen als Herr. En ook eiferzucht, oder ook einer, die werkelijk verlangend ist. De Eifersucht am Hochdeutschen, ich weiß nicht, ob je dat kennen, als je zei, Eifersucht bedient, dat is een mens die ivrig ziet wat andere schulden deed. Maar God zegt, ik deel niks. Wat God hier zei wel, ik deel niks. En dien hart met wat anderen. En die meer hem juist. En hier dien leven mee. En wanneer du dat west mischen, met ergens een God, of met ergens een andere wistje zag, dan doe ik niks. En God heeft er verschillende orten. Dus ik dat wens zei, stroof, trektraatje, taglote ans. Maar hij zegt, delen, doe ik niks. Mischen, doe ik niks. En we horen dat nog maar eenmaal hier, wens mij is dat in de laatste jaren zeer wichtig geworden. Dus Adam en Eva, als die zindje deden, ik verstoot erin, ja, eenmaal Clara. Eva deed niet, zich gaat wasdraaien en zei, wel met die niks meer, nu uit van deze boom eten, dan zij wil dat nog tot touw nemen. En wanneer je dan lezen, en dat mij eenmaal lezen, wat dat zegt, God drijft de uit hem God ruut. Dat weet niet zo, nou, tijd niet meer uit, wel je ruut kon, als je hier weer om God te zijn, dat is een klare handeling van dit krijgt wat Mozes erleven deed. Laat God te zien, als je wel nu alles vernichten. Wens God is zorn, is zo groot, God is heiligheid, is zo groot. En dan zegt hij, maak geen band met de vuiltje. Wens dan wil je de Götter nog horen, je wordt het eerste maal, zoveel als ik versta, dat ram horen, ja, dat eiebrug, dat de ganze innerlijke beziehung van een mens, de mens, dat een eie wat een eie is, de seksuele beziehung, en de bezit eie is, dat soerarie, wat het hier gebruikt, ook voor de Götzendienst. We zeggen dan, waren die, was je als falsch, met de andere Götter ram horen, en die waren dat andere falsch. En je nemen, en je wordt met die mensen bevrijden, en dan wil je in zin verleid worden, namelijk in zin, en hoerarie, en habzucht. En hoerarie en habzucht wordt in de Bijbel veelemaal type genaamd, wens het van egoïsmus komt, namelijk ik wel. En ik wil niet wachten, ik wil nu. En dat valt dan wel in de 40 stol, en ook nu. We gebruiken nu iemand die we aanbidden. Mozes voet, ons vlees verlangt nog, we kennen het niet, nu wel het. Anstatt God vragen, anstatt met God zijn. En dan je het daar een kruidje van de dieren. En een kou, en een kaas, en het eerste bord is, het eerste, je het mee. En dus als dat uitlezen. En een ezel, zegt hij, zoals die uitlezen met een schop. En wanneer het niet is, dan breekt de ezel dat je niet. Maar de tjenja, de eerste tjenja, dat is die uitlezen. Namelijk bij de trafen van ons, dat is die wat te ver opveren. Dat is de eerste Jeremie. Nou, hij verbindt dat met dat hij in Egypte heeft hij de eerste bord, dus de eerste zins, alle dat je mag. En dan zegt hij Mozes dit, en dan zegt hij, om 7e dag zoals u niet plegen, niet arbeiden, sondern uitruhen. 3 maal im jaar zullen alle mannen aan dem Ort, wat ik wil bestemmen, komen en mij aanbidden. En dat is niet plus 1 dag. Ja? 3 maal im jaar zullen ze komen, en dan zegt hij te hem, en we gaan hier een Iraanse Irata maken, en de veldje verdrijven, en hier een land wat allemaal breder worden. En dan zegt hij nog, wanneer die mannen 3 maal im jaar daar aankomen moeten, wat geen enkele mens zijn land hebben wil. Wens ik wil ervoor zorgen dat er schutz is. En dat zegt alle mannelijke zielen gaan. En stel je het maar voor, je worden als mannen met jullie jongens 3 maal im jaar, wat Chihuahua voor, om God aan te bidden in de week. De wirtschaft tagloten, vroeger blijven thuis, het regent flest fan, je veel te plegen, je veel te zaten, je veel te koren. Nu is God aanbidden. En God zegt dat je wordt nog oppassen, en dan wordt een fijne arm te geven. Mensen wat China je schulden te voegen. Mensen 3 maal zijn die ver mee komen. Het is een openbaring die God geeft. En ik mocht het met dat verbinden, wanneer God zich openbaart, dan zegt hij wat hij zich wenscht. Dat wordt je leven zost. En het wordt niet plus naar China zijn, we gaan dat God, en dat beweegt mij niet veilig, dan God wordt zeggen, dit is dat wat ik wil, hoe nou je leven zost. En wanneer God ziet, dan ziet hij zijn aanwijzingen.
En er stond zo klar geschreven in de Bibel. En wanneer God ziet, dan was je aan het leven wanneer die zegt, doe dit. Ook wanneer die verstand, die vlees, vielleicht die familie zegt, dat jet niet, wie wist u dat? En wanneer die ander zegt, best, dan ziet die help, dan ziet die mensen, dat die top kan spelen en top zitten, dan was je dan gunde. Dan was Gottes, voor die leven. En God wordt zegenen. Aber Gott, wenn Gott sich offenbart, wenn du Gott channelieren wirst, dann rechnen damit. Dass er sich nicht bloß so offenbart, wer er ist, sondern er wird sich immer offenbaren mit Anweisungen. Weil du leben sollst, dass du mit deinem Arm verherrlichst, dass er sich weisen kann und nach einem anderen Mensch. Und dass dein Mühl, und dein ganzer Charpa, dein ganzes Leben, wirklich kann uitstrahlen, was er ist. Und wenn andere erfahren, dass mein Leben, wer Gott ist, dann werden sie ihm entweder auflehnen oder annehmen. Aber da wird nicht eine Mischung passieren. Wenn sie Gott verstehen. Oder sich jeden am Stall. Und du kannst Menschen helfen, für eine Entscheidung zu kommen, ja oder nein zu Gott zu sein. Und die meisten waren dann nicht, ich weiß nicht, und ich will einmal proben. Wenn dein Leben klar ist, und mein Leben klar ist, und wir als Christen klar das Leben, so viel als Gott will, dann waren andere ganz klar, ja oder nein sagen. Und wie selbst kennen dann auch bitte, ja und nein sagen, zu Gott gehorchen. Seht Gott, dann wird sich finden. Und ich möchte das Wort Sehtje noch ein klein bisschen erklären. Und Paulus hat in seine Schrift einmal erwähnt, ein Apostel erwähnt, hey, trachtet das erst. Ja, seht Gott, das ist immer ein Begehren, eine Begier, Gott kennen zu lernen. Und Gott zu gehorchen. Und dat werkt de Heilige Geest. Laat die leiden vom Heiligen Geest. Dat du Gott siehst, Gott findest und Gott gehorchen kannst. Gott ist ein Reich, eine Herrschaft, eine Macht. Und du hast kein Spiel. Oder kein Probe, ein bisschen dort. Wenn du für Gott lebst, und du hier steht eine Macht, die über alle Macht ist, und du brauchst die für nichts mehr fürchten. Und wenn du Furcht kommt, sieh die bewusst, der Liebe zu Gott will dann auch verschwinden. Und als wir ihn besiegt, die Furcht, sehe ich Menschen, dass die Furcht besiegen können, oder Angst, und dann verwasch. Gott treu sein, wenn er hat alle Macht. Und er will uns Teil machen von seinem Reich. Und Gott wird sich offenbaren und wird viel Frucht in unserem Leben wassen lassen, wenn wir am channelieren. Und das wird meist von allein kommen. Wenn es die Gabe die Hand hat, dann will er das wieder ausleben. Und dann kommt die Klarheit von Jesus weiter, vom Neuen Testament her, und sagt, mein Joch ist leicht, ist sanft. Und mein Last ist nicht schwer. Und hij die ableidt, was die leven kunnen, wenn sie die met die. Und dann Gott ist mit uns, Gott ist bei uns, Gott ist an uns, wenn wir da hier. Und ich möchte jedem anladen, der da an sich ist. Und ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes ist, dann macht das klar. Seht Gott, dann wird das ganz klar machen. Manchmal darfst du Menschen, manchmal darfst du eine Predigt, manchmal darfst du die Bibel lesen, darfst du beten. Und manchmal ihm schaffen, wat er sich die offenbaren, wat die wiesen, wer hij is. En dan was die matcherie een paar dagen, dan die was tijd, wat hij met die verhaft. En dan kannst du das leben. Und das wird nicht schwer sein. Zwischen Kampf wie ein anderes, aber das ist nicht schwer. Wenn wir in seiner Kraft leben. Und wir Frieden daran finden. Und mag Gott uns daran stützen, ein Frieden schenken, am zu sitzen, und ohne Angst vor ihm zu kommen und sagen, hier sehe ich. Ich sehe nicht mehr, aber ich sehe nicht weniger, aber hier sehe ich, da mit mir, was du weißt. Und fall an mich an, was du weißt, und ich will ausleben. Und ich will dich verherrlichen. Amen.